Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder zurück aus Berlin und ich habe 3 Punkte mitgebracht. Ja, okay, was heißt hier ich? Unsere Mannschaft, aber einige von euch haben das in die Kommentare geschrieben, von wegen bringen 3 Punkte mit und dergleichen. Ich bringe euch 3 Punkte mit, wenn ihr so wollt. Und, sagen wir mal so, eine temporäre Unterbrechung unserer Krise. Ob die Krise jetzt vorbei ist, das wird sich an der Stelle noch in den folgenden Spielen herausstellen. Natürlich, Samstag steht dann das nächste Spiel an. Aber für mich persönlich ist es natürlich wundervoll. Und da steht immer, mal abgesehen von gewissen privaten, zwischenmenschlichen Dingen, über allem, dass der FC gewonnen hat. Und sogar im Achtelfinale des DFB-Pokals steht. Und sogar dann noch, wie soll ich sagen, nachdem so viele Fans sich den Weg nach Berlin gemacht haben, zu denen dann ich gehören durfte, dass wir dann auch noch mit einem Sieg nach Hause gehen. Sagen wir mal so, ein sehr niedriges Ergebnis, aber trotz alledem ein gutes Ergebnis. Also man konnte zum wiederholten Male sagen, wir waren die bessere Mannschaft. Gab auch deutlich mehr Momente, wo man hätte sagen können, ja, okay, zur Pause hätte es schon das ein oder andere Mal ein 2-0 erzielen können. Zur Pause ging es dann mit 1-0. Also es ging mit 1-0 in die Pause, beziehungsweise, ach Gott, ich bin total verwirrt. Ich komme von der Arbeit. Wisst ihr eigentlich, dass ich überhaupt gar nicht Zeit hatte, runterzukommen? Ich kam gestern erst um 19 Uhr an. Grüße gehen raus an Flixtrain. Ich bin gespannt auf eure Erstattung, aber dazu kommen wir später. Ja. Aber bevor wir zu dem Spiel an sich kommen, rekonstruieren wir doch mal mein Wochenende. Hey, weißt du, die anderen Kollegen von mir, Fabio, Pierre und Taubi, haben sowieso die Spiele in allen Details euch geschildert. Und naja, das ist deren tägliches Brot. Bei mir kriegt ihr halt die Sichtweise des gemeinen Fans, der halt regelmäßig bei den Spielen ist. Klar, es gab jetzt vorher ein paar Spiele, wo ich nicht gehen konnte. Und natürlich umso schöner ist es, in einer Woche 2 Siege zu erleben. Ja, mit dem Flixtrain ging es dann am Freitagnachmittag nach Berlin. Dort die Hinfahrt lief auf jeden Fall einwandfrei, kein Problem, keine großartigen Verspätungen, außer bei der Ankunft. Ich weiß auch nicht, warum es sich um 20 Minuten verzögert hat, aber gut, an und für sich kann man damit rechnen, selbst wenn es, sagen wir mal, eine etwas teurere Gesellschaft gewesen wäre. Dort angekommen haben wir uns direkt ein Taxi genommen, unser Hotel befand sich in Spandau und da haben wir direkt mal so ein Gespräch mit einem Berliner Local geführt. Der Taxifahrer war auf jeden Fall ein richtiger Berliner, der hat uns erstmal erzählt, in Berlin leben gerade mal nur noch 10% echte Berliner, alles irgendwie großartig zugezogen und wir reden jetzt nicht von Ausländern, ne? Wir reden jetzt hier so einfach Leuten aus allen Bundesländern, deswegen ist ja auch kein Wunder, dass Hertha ein bisschen so struggelt, was so das Rekrutieren von Fans angeht, weil er sagte selber, die meisten sind aus dem Umland, aus Potsdam, aus Brandenburg, er selber war Ajax-Fan. Warst du je in deinem Leben bei Ajax, dachte ich mir, aber ich hatte auch keinen Bock, mich mit dem zu unterhalten. Mein Kumpel hat die ganze Fahrt mit dem gequatscht und dem musste dem jedes Wort aus der Nase ziehen, weil er hat die ganze Zeit so geflüstert. Da konntest du auf dem Rücksitz kaum ein Wort verstehen. Und da hatte ich automatisch gar keinen Bock drauf. Ich hasse solche Flüstertüten, sag ich ganz ehrlich, aber der war jetzt kein unkorrekter. Ja, dort angekommen, ein nice Hotel Spiegelturm in Spandau, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und was mir sofort aufgefallen ist in Berlin, ich weiß nicht, ob es daran lag, ob Feiertag war, ob viele Leute nach Polen, vielleicht das Wochenende rübergefahren sind, das Wochenende dort verbracht haben, ist ja jetzt auch gerade mal so 4 bis 6 Stunden maximal von da. Ich weiß jetzt nicht genau, habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber auf jeden Fall zumindest in Spandau oder ab dem Bereich Moabit, glaube ich. Ich habe ja immer mal wieder aus dem Fenster geguckt, habe auch, wie heißt es da, den Berliner Alex gesehen. Von Weitem habe ich auch den Bundestag gesehen. Brandenburger Tor haben wir am nächsten Tag gesehen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber gut, dass wir das ganze Wochenende da verbracht haben. Zumindest ein paar Spots konnten wir sehen. Aber so viele freie Parkflächen, das kenne ich gar nicht so aus Köln. Unglaublich, du bist halt eigentlich gar nicht aufgeschmissen mit dem Auto. Zumindest nicht in Moabit und Spandau. So an den Seiten, so da, wo die Flüsse da entlang fließen, da waren voll die vielen freien Parkflächen. Also wir hätten auch locker mit dem Auto hinfahren können. Und im Nachhinein haben wir das auch bereut, dass wir nicht mit dem Auto hingefahren sind. Nochmal Grüße gehen raus an Flixtrain. Da kommen wir gleich nochmal zu der Rückreise. Ja, abends haben wir dann nochmal irgendwie eine Lokalität gesucht, wo wir was speisen können. Weil dort im Hotel gab es halt nur Frühstück und Getränke.
War ja schon zu spät für Frühstück. Wir sind um 22 Uhr angekommen, sind durch irgendwelche dunklen ja, Straßen, nicht Gassen oder sowas, dann zu den Spandauer Arkaden spaziert. Da war noch der McDonald's offen. Und ich muss sagen, ich dachte, okay, vielleicht könnte gleich das Motto Berlin bleibt hart uns treffen. Aber nein, alles ganz ruhig, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben einen guten Stadtteil erwischt. Also Spandau ist anscheinend ganz okay. Und schon die ersten FC-Sticker haben sich ihren Weg gebahnt. Auf dem Weg zu den Arkaden, hat man sofort gesehen. Das hatte schon dann angedeutet, was uns am nächsten Tag erwarten sollte. Ja, wir sind dann halt rüber nach, wo war das nochmal? Charlottenburg. Da haben wir uns halt mit jemandem, den wir aus der Aphrodite kennen, getroffen. Und der hat übernachtet bei einem Hertha-Fan, hat sich mit ihm angefreundet. Und von daher, Grüße gehen raus an Eugene. Mit dem haben wir uns nämlich angefreundet. Eugene hat bei uns den Touristenführer zusammen mit seinen Kumpels gespielt. Hat uns ein bisschen so paar Tipps gegeben innerhalb von Berlin. Hat uns das Brandenburger Tor anschließend gezeigt. Also ich habe jetzt eine kleine Mini-Fan-Freundschaft zu Hertha BSC dank ihm. Ich habe gar nichts gegen diesen Verein. Warum sollte ich auch? Ich meine, okay, die strugglen mit Fans und so weiter und so fort. Aber eigentlich... Ja, da hat sich auch jeder bei uns gegenüber ordentlich verhalten. Wir waren die Assis, alles voll geklebt, alles voll mit Kölnern, egal wo du hingegangen bist. Überall waren FC-Fans. War auch unnötig, dass ein paar FC-Fans uns zugerufen haben, ihr geht mit den falschen Leuten. Hey, ihr seid in einer fremden Stadt. Kommt, keiner hat euch angegriffen bisher, denke ich mal. Lasst doch die Scheiße sein, weißt du, dann gehen wir halt mit Hertha-Fans. Wir haben doch keine Rivalität, okay. Das geht ab. Die Hertha steigt endlich ab, das hätten wir uns 2023 sparen sollen, denn was geschah ein Jahr später? Ne? Karma is a bitch. Das hätten wir mal sein lassen sollen. Ja, und er hat uns dann halt auch erklärt, wie wir dann richtig zum Stadion kommen und Olympiastadion, muss ich euch sagen, wir sind dann da angekommen. Alles voll mit FC-Fans. Alles voll mit FC-Fans, aber habe auch unterwegs bekannte Gesichter gesehen, Follower von mir von Instagram wie auch von YouTube und auch einen Follower von YouTube wie auch Instagram getroffen. Ist auch ein gemeinsamer Follower von uns, von Pierre. Grüße gehen raus, Olaf. Hat mich sehr gefreut, dich zu treffen. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe ihn nur einmal getroffen. Ich musste erstmal überlegen, wer genau das ist. Wir haben uns beim ersten Training von Gerhard Struber gesehen. Ja, und da haben wir uns wieder gesehen. Der gute Mann reist immer aus Iserlohn an. Auch zum Training vom FC. Und das ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung. Deswegen nochmal recht herzliche Grüße. Ja, und dort angekommen, erwartete uns ein imposantes Stadion. Das Ganze hatte irgendwie so DFB-Pokal-Feeling. Mich hat die Laufbahn auch nicht gestört. Ich fand einfach von dort aus, vom Oberrang, habe ich genug gesehen. Ich war im Gästebereich Oberrang. Ich war übrigens auf dem Weg zum Stadion froh, dass man in den ganzen Spätis, oder beziehungsweise bei dem einen Späti, ein 24-Stunden-Späti in Charlottenburg, war das jetzt Charlottenburg? Gott sei Dank hat der liebe Eugene ein Abo dagelassen. Von sich aus freien Stücken. Ich habe nur erzählt, dass ich YouTube mache. Ehrenmann. Kannst du mal gerne sagen, waren wir in Charlottenburg, wo das 24-Stunden-Kiosk war? Ja, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn du Bock drauf hast. Da gab es zum Glück zwar kein Kölsch, aber bayerisches Bier. Das ist für mich so auf Rang 2 der Biere, weil ich habe es mit Berliner Bier versucht. Nee, lassen wir mal lieber. Nee, besser nicht. Besser nicht meine Baustelle. Ja, da gab es Gott sei Dank Augustiner, Bayreuther und dergleichen. Deswegen war ich erstmal versorgt. Hab zwar im Berliner Stadion, also im Olympiastadion, mir dann noch eins von den lokalen... Nee, es war kein lokales Bier, es war Becks und ich hasse Becks. Oh Gott, warum habt ihr Becks? Hättet ihr lieber Berliner Kindle reingenommen, das war noch besser. Ich hatte ja einen Kindle im Hotel. Stimmt ja. Ja, nee, Becks ist die letzte Plörre. Schade, dass ihr das da trinken müsst. Ja, und ich muss auch sagen, zur Hälfte war ja das Stadion offensichtlich mit Hertha-Fans gefüllt. Die strugglen halt, dass die ein viel zu großes Stadion haben. Während das für uns gerade groß genug wäre, ist es halt bei Hertha ein bisschen so, die sind auf jeden Fall ein Verein für 50.000 Zuschauer, 40.000 bis 50.000 Zuschauer, das könnten die immer erreichen. Besonders die Jugend ist ja da komplett hinter der Hertha mittlerweile und von daher, da ist genug Potenzial vorhanden. Stimmungsmäßig, klar, wir hatten die Überhand. Wir hatten definitiv die Überhand, aber man hat sie auch gehört. Vielleicht auch, weil es so weit weg war, aber das war jetzt erstmal nichts Imposanteres, aber auswärts haben sie mich immer sehr beeindruckt. Von daher, da ist noch genug Potenzial. Ich glaube, die Hertha, die hat halt das Pech gehabt, dass sie so viele
Zweitliga- und Drittliga-Jahre hinter sich hat in ihrer Vereinsgeschichte. Sonst könnte das ein deutlich, deutlich größerer Verein sein. Ja, okay, und dann halt gibt es noch viele lokale Vereine, die denen dann hin und wieder mal in die Suppe gespuckt haben. Ja, Spiel ging los. Man hat gesehen auf jeden Fall, dass wir doch die spielbestimmende Mannschaft sind. Gab so einige Versuche, die nicht sofort gelungen sind. Aber dann 31. Spielminute. Wir machen es auch kurz heute, was die Nachbesprechung angeht. Tim Lemperle nach einem wundervollen Pass von Dominik Heinz trifft zum 1:0. Und ja, bis zur Pause sollte sich außer so ein paar gegenseitige Versuche von Angriffen nicht mehr viel tun. Man muss auch festhalten, Dominik Heinz ist für mich auch im Nachhinein der Spieler des Tages. Kein Spoiler, 1:0 ist es auch im Nachhinein geblieben. Ja, Hertha wartete auch vergeblich auf zwingende Torchancen. Und ja, auch wenn sie sich danach wieder Anpfiff wieder gesteigert haben, ist es ihnen halt nicht mehr gelungen, irgendwie den Ball bei uns in der Büchse zu buxieren. Viele Schüsse ans Außennetz. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, bevor wir dann die Schilderung dieser Auswärtsfahrt dann tatsächlich auch langsam beenden, aber es kann noch was dauern, ne? Also bleibt noch was, bleibt noch was dran. Ihr habt alle von mir erwartet, dass ich was zur Thematik Marvin Schwäbe, der zum zweiten Mal hintereinander kein Tor kassiert hat, sage. Also, ich persönlich habe schon festgestellt seit dem Kiel-Spiel, dass die Mannschaft etwas sicherer agiert. Das heißt jetzt auch nicht, dass Marvin Schwäbe zwingend der sicherere Torhüter ist. Aber es hat anscheinend was mit der Mannschaft gemacht. Es hat irgendwie Einfluss genommen auf die. Vielleicht, weil sie sich alle schon mittlerweile untereinander kennen, mit Ausnahme von Julian Pauli, der auf jeden Fall in dem Sinne seine Professionalität beweist. Denn es war ihm egal, wer im Tor steht. Er hat immer gute Leistungen gebracht bisher. Okay, es waren jetzt 2 Spiele von Marvin Schwäbe und er wurde auch nicht großartig gefordert. Es hat auf jeden Fall mental was mit dieser Mannschaft gemacht. Was sagt uns das? Das sagt für mich, aus irgendeinem Grund hat Urbik ein schweres Standing in der Mannschaft. Vielleicht wegen seinen Wechselgedanken, vielleicht nehmen sie ihn nicht ernst. Was natürlich auch, halten wir mal fest, ein Bitch-Move ist. Es ist kollegial gesehen ein Bitch-Move. Weil auch was Timo Hübers da gebracht hat, von wegen, ja, ich will, dass Marvin Schwäbe im Tor steht. Und dann hat auch noch Timo Lemperle auch noch was gesagt dazu, dass er sich sicherer fühlt, wenn er im Tor steht. Das sind Dinge, die solltest du nicht in die Öffentlichkeit raustragen. Das ist dann meine Kritik an der Stelle, die negative Kritik. Also das ist schon, ich weiß nicht, das ist schon ein gewisser Bitch-Move. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, ich bin die Art von Fan, die sagt, mir ist jedes Mittel recht, um Spiele zu gewinnen. Ja, und wenn es weiterhin so funktioniert, dann kann ich auch nicht für eine Änderung sein. Das ist mein Standpunkt dazu. Ist natürlich scheiße, dass es sich gerade um die Torhüterposition handelt, die wirklich, ja, wie soll ich sagen, essentiell für eine Mannschaft ist. Und die müsste eigentlich immer fest besetzt sein. Aber da haben wir uns jetzt halt in die Sache reingeritten. Ja, und ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so zwingend nötig war, aber offensichtlich hat es was mit den Spielern gemacht. Offensichtlich vertrauen sie ihm nicht. So. Das ist natürlich dann ein Bitch-Move. Das ist natürlich läppsch gegen dem eigenen Spieler gegenüber. Ein Neuling ist er jetzt nicht ganz, aber er kommt zurück mehr oder weniger als Neuling, weil er mehr Jahre gefühlt als Profi halt woanders verbracht hat als beim FC. Ja. Trotz alledem, ich weiß selber, wie es ist, neu in der Firma zu sein. Ich meine, hey, 2 Jahre lang war in meiner Firma mein Name nicht Leo, sondern Hey Du. Hey Du, das war 2 Jahre lang mein Name. Nicht Leo. Und nicht, Herr CCAA, okay, das ist nicht mein Nachname, kleiner Scherz am Rande, das ist mein Künstlername. Aber, ne, also, das war tatsächlich 2 Jahre lang mein Name in der Firma unter den Kollegen. Vor allen Dingen die älteren Kollegen wollten sich partout meinen Namen nicht merken, weil es hieß ja immer, ja, kommen dauernd irgendwelche Neuen. Die Neuen, die kommen und gehen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, hätte nicht gedacht, dass es in einer Profimannschaft abläuft wie in einem Betrieb. Aber anscheinend ist es so. Ich kann nur sagen, die Dreierkette scheint auf jeden Fall der Schlüssel zu sein. Ja, aber was ist, wenn dieser Schlüssel entschlüsselt wird? Was, wenn dann die nächsten Gegner kommen? Marvin Schwäbe steht im Tor. Dreierkette wird wieder aufgebaut und die wissen ganz genau, wie sie diese Dreierkette vielleicht mit ihrem eigenen System überwinden. Oder vielleicht Gerhard Struber sagt, ja, jetzt machen wir wieder Viererkette, weil wir wollen den Gegner überraschen und dann scheißen wir komplett rein. Ja,
Dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ich bin natürlich so überglücklich, wie es aktuell läuft. Ich kann nicht unglücklich sein. Aber natürlich betrachte ich das Ganze, wie man so schön sagt, mit Argusaugen. Deswegen bin ich noch etwas vorsichtig mit meinen Prognosen für den Rest der Saison. Aber gut, das ist jetzt mein Standpunkt zu diesem Zeitpunkt. Schauen wir mal weiter, was weiterhin passiert. Aber halten wir fest, never change a winning system. Und wenn das denen Sicherheit gibt, nachdem wir so viele Tore kassiert haben, ich sage jetzt nicht, das liegt an Schwäbe allein, weil, ja, hat auch viel mit den Vordermännern zu tun, eine Menge. Aber offensichtlich hat das was mit ihrer Mentalität gemacht. Anscheinend haben sie nicht richtige Mentalität an den Tag gelegt. Und ja, da kann man natürlich auch die Professionalität in Frage stellen. Wie professionell sie an ihre Arbeit rangehen. Aber ja, eine kleine persönliche Sympathie habe ich schon für Marvin Schwäbe, denn wir haben die gleiche Frisur. Oder den gleichen Struggle in Sachen Haaren. Da kann ich mich mit identifizieren. Arme Sau. Meine Güte. Ja, wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht über irgendwie was sauer sein, wenn es doch funktioniert hat. 2 Spiele hintereinander gewonnen. Da kann man mal für den Moment genießen. Dann darf man mal für den Moment genießen. Man kann die Feste mal feiern, wie sie fallen. Und von daher, jetzt für den Moment bis zum Spiel gegen die Spielvereinigung Fürth. Ja, ich nenne sie beim richtigen Namen. Ich akzeptiere nicht den ihnen aufgezwungenen Namen, aber da kommen wir beim nächsten Spiel dazu. Da bin ich absoluter Traditionalist. Absolut, durch und durch. Ja. Ja, und dann ging es halt zurück ins Hotel und dergleichen. Schön feiernd. Ich muss auch sagen, boah, wir haben uns wirklich wie die Axt im Walde verhalten. Also nicht wir, nicht meine Truppe, aber wenn ich die anderen FC-Fans sehe, überall geklebt, egal ob an den Hertha-Fans vorbeigingen, jedes Schild wurde beklebt. Ja, weiß nicht, wie die Axt im Walde sollte man sich jetzt auch nicht verhalten, aber war schon irgendwie geil zu sehen, muss man sagen. Ja, ich weiß, asozial, was ich sage, aber war schon irgendwie geil zu sehen. Ja. So ging es natürlich langsam frohen Mutes nach Hause. Habe ich noch irgendein Detail vergessen? Ja, hört mal zu, Leute. Die Vorgabe war, alle in Rot kommen. Und was sehe ich schon wieder zum wiederholten Male gegen einen blau-weißen Verein, sei es Schalke, sei es KSC, sei es bei der Hertha. Hey, da kommen Leute mit dem blauen Ausweichtrikot von der letzten Saison an. Da kommen Leute mit der, ja okay, es hat da zwar rot-weiße Streifen, aber mit dieser blauen Übergangsjacke. Macht euch doch mal Gedanken. Ihr wisst doch alles, dass es hieß, kommt in Rot. Was soll denn das jedes Mal? Wir wollen doch ein einheitliches Bild erzeugen. Warum kommt ihr in Blau? Ja, da mag es vielleicht eure Lieblingsfarbe sein, aber das ist auch ein Bitch-Move. Thema Bitch-Move wird heute, glaube ich, groß geschrieben in meiner Sendung. Ja, frohen Mutes ging es jedenfalls nach Hause. So haben wir das Thema mal abgehakt. Wollte es nur einmal sagen, weil mir das voll oft aufgefallen ist in letzter Zeit. Und ja, muss auch sagen, was auch lustig war, mein Kumpel und ich, wir haben jedes Mal über Spotify Bushidos alten Track Berlin uns angehört. Ich kann das leider nicht rezitieren, sonst, auch wenn ich hier keine Monetarisierung auf diesem Kanal habe, geht nicht ohne 1000 Follower. Und wir befinden uns auf dem Weg zu 300. Lasst gerne mal ein Like da, ein Abo oder dergleichen. Teilt das Video, wenn ihr jemanden dazu bewegen wollt, ein Like und ein Abo dazulassen. Wäre schon schön, denn ich habe vor, noch ein Fragen und Antworten zu machen. Aber das mache ich erst, wenn die 300 nicht erreicht, sondern geknackt sind. Dann mache ich Fragen und Antworten. Aber es würde dann entsprechend angekündigt werden. Ja, haben uns natürlich das Lied die ganze Zeit angehört. Dann pennen gegangen, am nächsten Morgen frühstücken, über das Spiel glücklich und glückselig gequatscht. Ja, und dann kommen wir an am Berliner Hauptbahnhof. Der Flixtrain kommt ungefähr mit 10 Minuten Verspätung rein. Es geht nicht um Verspätung. Verspätungen sind nicht schlimm. Es sind halt höhere Mächte, die dann immer so eine Rolle spielen. Aber wir hatten unsere Reservierung in Wagen 9. Also in Waggon 9 dieses Zuges. Wir stehen vor Wagen 8. Ja, und Wagen 9, der Waggon dahinter, wird gar nicht geöffnet. Und dann hieß es auf einmal, ja, Wagen 9 gibt's nicht. Ich so, wie Wagen 9 gibt's nicht? Wie kann es Wagen 9 nicht geben? Wir haben doch hier die Reservierung. Wir zeigen das so. Und wir waren nicht die Einzigen. Jetzt hört mal zu. Ja, Wagen 9 ist ausgefallen, befindet sich in der Werkstatt. Und die Leute bei Flixtrain haben nicht reagiert auf die Nachrichten vom Fahrpersonal. Ja, und eine Umbuchung war auch nicht mehr möglich. Und von daher gab es nur eine Möglichkeit. Und zwar ein bisschen soziale Kompetenz des Lokführers. Normalerweise in einem Flixtrain müssen alle sitzen. Ja, konnten ja nicht alle sitzen, weil er jetzt ab diesem Augenblick überbucht war.
Und da hieß es, für die Hälfte der Fahrt, für die meisten von uns, die Wagen 9 gebucht haben, stehen. Mein armer Rücken, das arme Schwein. Deswegen, Flixtrain kriegt auf jeden Fall noch eine schöne Nachricht. Also mein Kumpel hat den heute geschrieben. Das Geld wird wohl erstattet. Das ist auf jeden Fall eine absolute Frechheit. Wie kann man nur so inkompetent sein? Da lief sogar eine Maus durch den Zug. Eine Maus, wie unhygienisch seid ihr eigentlich? Sagt nie wieder was gegen Indien. Die Scheiße gibt's auch hier in Deutschland. Aber das spiegelt ja auch die Verhältnisse in diesem Land auch wieder, wie das so langsam hier läuft. Ja, wenn die Außenministerin, sagen wir es mal so, wenn ich bei der Außenministerin mal davon ausgehen kann, dass sie unheimlich gut im Bett ist, denn ihr wisst alle, was dumm gut kann. Ja, da habe ich mich jetzt mal politisch geäußert. Ist auch meine Meinung, die ich ganz klar dazu vertrete, zu dieser aktuellen Regierung. Ja, ein bisschen Meinungsvlog in dem Punkt gibt es ja auch. Ja, wir sind über 20 Minuten, juckt mich nicht. Ich quatsche jetzt einfach, worauf ich Bock habe. Ja, mal by the way, die Alte fliegt jedes Mal mit dem Flugzeug zu ihren Auslandsterminen. Sollten wir nicht alle auf Flugzeug und Auto verzichten? Geh mal mit gutem Beispiel voran und fahr mit dem Fahrrad zu deinen Auslandsterminen. Geh mal mit gutem Beispiel voran, Annalena. Ne? Und ansonsten, ich stehe auf dich. Na? Ja, Gott, ey, das wird ja richtig kontrovers. Gott sei Dank habe ich den Kanal nicht monetarisiert. Ja. Aber trotzdem, die Jüngeren unter euch, die keinen Führerschein haben, macht einen Führerschein und kauft euch ein Auto. Ich sag genau das Gegenteil. Macht einen Führerschein und kauft euch ein Auto. Ja. Gut. Und dann am Abend, als ich ankam, mit natürlich Verspätung, 19 Uhr war ich erst zu Hause, also 7 Uhr war ich erst zu Hause, habe ich mir dann auch die Pokalauslosung angesehen und was passiert schon wieder, die Hertha. Aber diesmal zu Hause, zweites Heimspiel im DFB-Pokal. Ja, ich habe mich schon in Berlin beim Spiel bei der Hertha sehr wohl gefühlt. Boah, nochmal nach Berlin fahren. Man darf ja wohl nochmal träumen, aber komm, lass mir die Kirche im Dorf. Ich meine, ausgerechnet diese Generation des FCs, eine goldene Generation. Weil Fakt ist, wenn du Titel gewinnst, bist du eine goldene Generation. Ich wage nicht davon zu träumen. Aber halten wir fest, sollten wir den DFB-Pokal gewinnen, sollten, ein ganz, ganz großes Sollte. Was ich nicht glaube. Hauptsache, wir kriegen die Kohle fürs Weiterkommen noch irgendwie. Ja, dann sage ich ganz ehrlich, können wir auch gerne nur weitere 5 Jahre in der zweiten Liga spielen. Es geht im Fußball um Titel. Und einmal einen Titel mit einem FC selber erleben, das würde alle meine Vorstellungen übersteigen. Aber gut, ja, das geht auf jeden Fall im Achtelfinale gegen die Hertha. Diesmal wird es wahrscheinlich etwas schwieriger, gehe ich davon aus. Die werden uns analysiert haben. Hoffentlich analysieren wir sie genug. Hoffentlich haben wir bis dahin genug Ruhe hier im Verein. Ja, und ich selber bin trotz alledem zwar ein bisschen wohlgesonnener gegenüber Gerhard Struber, trotz alledem weiterhin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich weiterhin funktioniert. Aber halten wir fest, Christian Keller muss nach wie vor weg. Ich glaube auch, der hat sich sehr viel in die Arbeiten der jeweiligen Trainer in letzter Zeit eingemischt. Sehr viele Agenten vorgegeben und Agenten vorgeben. Da bin ich gar kein Fan von. Und ja, ich habe die Schnauze voll weiterhin von ihm. Ich glaube sogar, der Trainer hat gegen seinen Willen entschieden. Kursiert ja im Internet mittlerweile das Gerücht, dass es anscheinend so ist. Gut, wir kommen jetzt an der Stelle zum Ende. Wie gesagt, noch einmal ein Like da lassen. Ein Abo, falls euch der Content schon über einen längeren Zeitraum oder gerade erst irgendwie gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, wäre sehr nice, würde den Kanal sehr weiterhelfen und könnt gerne das Video teilen, wenn ihr mich weiterempfehlen wollt. Und dann sage ich mal an der Stelle, liebe Freunde, auf Wiedersehen, denn wir wollen uns doch wiedersehen.